Ebbene, cediamo la parola al rubaconte Mandello. Nell'anno domine 962 io, messer rubaconte Mandello, signore e proprietario delle terre di questo borgo macaneo, porgo a te, o imperatore maestato Ottone I, re di Germania ed imperatore del Sacro Romano Impero, le chiavi del borgo, affinché ci possa difendere dai malvagi e dare alla nostra terra una continuità nei secoli ad avvenire. Im Jahr des Ehren 962 überreiche ich, Herr Rubaconte Mandello, Herr und Eigentümer des Landes von Macaneo, Euer Majestät Otto I., König von Deutschland und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, die Staatsschlüssel, auf dass ihr uns gegen die Feinde verteidigt und uns Frieden für künftige Jahrhunderte schenken mögt. E ora la parola ad Ottone I, l'imperatore giunto a Maccaneo. Io, Ottone I di Sassonia, imperatore romano ed re di Germania, figlio di Enrico I, imperatore di tutte le regioni tedesche sino al Baltico e all'Oder e della Polonia, sceso in Italia per restaurare il Sacro Romano Impero nel giorno 7 agosto, sarebbe 2 perché abbiamo cambiato tutto, nell'anno domine 962, nomino te, Rubaconte Mandello, nobile della corte imperiale, e per avermi salvato dalle acque tumultuose, sia la terra di Macaneo, elevata a rango di feudo imperiale da oggi e rimanga nei secoli a venire. Also ich, Otto I. von Sachsen, römischer Kaiser und König von Deutschland, Sohn Erich I., Kaiser aller deutschen Regionen bis zur Ostsee und zur Oder und König von Polen, bin nach Italien gezogen, um das Heilige Römische Reich wieder zu errichten. Am 7. August im Jahr des Ehren 962 ernenne ich dich, Rubaconte Mandello, zum Adligen des kaiserlichen Hofes, zum Dank dafür, dass du mich aus den stürmischen Fluten gerettet hast, und erhebe Macaneo zum kaiserlichen Lehen von heute an und in künftigen Jahrhunderten.